herzlich willkommen zu unserem nächsten Video, wo es um eine Lightroom-Bearbeitung geht, wo ich heute ein relativ aktuelles Foto aus dem Hirsch werde bearbeiten. Ich meine, bitte un, weil das gerade die Saison an das auch relativ flott, weil ich hier an den Deller, wie ihr auf der Foto seht, doch relativ viel Nivel hat, was durchaus relativ stimmungsvoll ist. War auch, muss ich sagen, auf der Platz selber einen richtig stimmungsvollen Sonnenabgang, den wenn ihr sich hier die Datei, wie sie aus dem Apparat könnt, guckt, nicht unbedingt so rüber könnt. Jetzt mal aber an die Bearbeitung starten, wollte ich nach für allererst einen Vorher-Nachher-Vergleich weisen, für das ihr auch seht, was wir heute machen. Also da tut man dann das Ausgangsmaterial, also schon ein Foto am RAW-Format gemacht. Das ist die RAW-Datei, so wie sie aus dem Apparat kommt. Und das tut dann die fertige Foto, so wie man sie heute werden bearbeiten. Ich meine, da sieht das ein relativ aktuelles Foto, das einen hirschlichen Sonnenabgang, seht ihr noch, dass du an den Dällern noch relativ viel Nivel hast. Das war mir jetzt frei und war auch durch den Nivel, seht ihr noch gut am Himmel, dass die Sonne gut nicht aus Kreis richtig gesehen hast, weil sie sich nicht richtig durchgesetzt hat. Aber das war am Anfang just die Farbe von der Sonne, vom Sonnenabgang am Himmel sind Wolken von der Sonne do teilweise ugelicht goufen. Voilà. Das denke ja lo als Startmaterial, mit dem wir dann lo als Bearbeitung werden aufhängen. Es gibt bald alles am Lightroom gemacht. Ich gehe just herno für ein paar Kleinigkeiten dann auch noch an den Photoshop. Ich meine, da sieht schon direkt, also ich sehe sie nicht direkt, weil mir steht das schon vierstellig, ich sind Sensorflecken dran, dem mich vierstellig steht, den do Fleck und do als andere Fleck. Ich gesehen, ich muss eigentlich ja gucken an den Sensor vielleicht mal botzen, dass der tut nichts gerne nicht mehr ficken, dann spielt das mal auch gerne am Photoshop für das zu flecken. Voilà, ich gebe so und dann fängt mal los, direkt gezeigt mit der eigentlichen Bearbeitung an. Das ist, was ich immer mache, das ist aber auch keine Muss-Sache. Ich mache immer eine virtuelle Kopie am Anfang von der Datei. So, voilà, und dann gehe ich die bearbeiten. Lo, das ist natürlich auch fertig gut. Hier bei der Nivelfoto kann das etwas bringen oder nicht. Dafür gehe ich als allererst immer gucken, für das Profil von Adobe Farbe auf Landschaft umzustellen. Dadurch gehen die Farben ein bisschen mehr kräftig. Heinz, du bietet sich auch kräftig an, aber hier an diesem speziellen Fall gesehen, aber nur, dass die nicht unbedingt vorteilhaft für die Foto hast, für Losen auf Landschaft. Dann gucken wir den Weißaufgleich. Es war neues frei, ja. Es war, wie gesagt, eben den Nivel an der Luft. Aber trotzdem gebe ich Temperatur ein bisschen runtersetzen und auch vielleicht ein bisschen mehr an Violett. Bei der Belichtung selber, die lassen wir schon mal nach sehen. Das Foto ist schon relativ hell.
Du hast es nicht für unbedingt nach so viel mehr abzuhellen. Was die Lichter angeht, gucken ich, die holen ich ein bisschen raus, für das aber auch ein bisschen mehr Struktur hier oben an den Himmel könnt. Und ich setze Tieften ein bisschen rup, für das hier für den Vordergrund auch besser zu sehen. Werde ich dann auch immer direkt machen, da geht es nicht vergiss. Ich gehe an die Objektivkorrekturen und dann entferne ich aus allererst mal chromatische Aberrationen. Profilkorrekturen, das ist so eine Sache, das benutze ich nicht immer, weil, wie ich noch gesagt habe, eigentlich bei der Korrektur geschieht nicht viel, außer das ganze Bild ein bisschen mehr abgehalten, dann das auch rundherum bohren und sich ein bisschen mehr abgehalten gehen. Weil da nicht unbedingt zu der Foto viel beiträgt. Wenn ich noch bohren gerne ein bisschen mehr hell hätte, da kann ich das noch immer selber manuell über den Vignette machen. Dafür lösen ich an dem heutigen Fall Profilkorrekturen aus. Dann gehe ich für das allererst auch noch ein Kehr hier an Taselfarben und ich setze den Blauton ein bisschen mehr ab. Das möchte im Moment noch keinen großen Unterschied. Das ist auch eine Affaire de Goût. Mir gefällt es einfach Blau besser, wenn es ein bisschen mehr an das dunkelblau geht, weil unbedingt, dass das sich zu viel an das Aquamarin Grün dran zieht. Hier bei der Fotolo fängt ich dann an mit einem Verlaufsfilter, weil es geht mir ja darum, ein bisschen mehr Farbe aus dem Himmel rauszukriegen, den noch relativ groß ist, und wo die Farbe vom Sonnenaufgang und sich noch gar nicht so rauskommt. Dafür zeige ich mal einfach einen Verlaufsfilter von oben rauf. Ich gucke natürlich, ich mache immer die Überlagerung und für das ich auch gesehen am Anfang bis wohin geht. Und voilà, das heute das also schon relativ gut, perfekt. Boah, hier also ein ganz bisschen von der Landschaft mit dran. Das ist aber nicht weiter schlimm hier bei der Foto, weil den Horizont, die liegt sowieso so am Niveau, das seht ihr auch, wenn ihr guckt, dass den ist just schwierig nach zu erkennen durch die vielen Niveau. Dafür ist es also nicht schlimm, wenn hier mein Filter da drüber geht. Für sicher zu sein, dass nicht irgendwelche Ausstellungen am Verlaufsfilter sind, setze ich einfach das Ganze zurück. Voilà. Und dann mache ich noch ein Kehr auch am Verlaufsfilter, setze ich die Lichter noch ein bisschen rauf, für das die Struktur hier oben noch besser zum Vorschein kommt. Ich gucke ein bisschen Tieften minimal an die Glut zu setzen. Und natürlich bringe ich ein bisschen Weiß nach dran. In dem Schwarz hole ich ein bisschen raus. Der Seite es geht schon das Ganze ein bisschen mehr kräftig. Bei den Wolken du brauchst ich keine Struktur, keine Klarheit, weil sonst wirken die Wolken hernach überschärft, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Dafür mache ich bei den Wolken meistens die Struktur ein bisschen rauf
an noch Klarheit ein bisschen raus, weil die Wolken, die können ruhig ein bisschen mimetrisch nachgehen, weil die keine 100%ig scharfe Struktur haben. Für lo die Farben ein bisschen besser rauszukriegen, gehe ich die Farbtemperatur nach ein bisschen an Blut setzen, weil es ja am Sonnenabgang relativ warm Farben waren, kann ich die ruhig nach ein bisschen an Blut setzen, mehr an Gel, für dass das ganz nach ein bisschen mehr warm geht. Dasselbe mit der Tönung, wo ich ein bisschen Magenta noch kann dranbringen kann. Für das die Farben da richtig schön rauskommen, kann ich es auch noch ein bisschen mehr siedischen. Voilà. Ich meine, wenn ihr guckt, wenn ich den Filter ausmache, anderem ummache, seht ihr, dass da schon relativ viel Farbe an den Himmel beikommt, die auch reell auf der Platz so da war. Das ist nicht eine Farbe, die ich einfach just nicht mehr so nicht im Computer dranbringen, aber der Sonnenaufgang auf der Platz, die war auch so. Und ich probiere dafür so gut wie möglich eben die Farben an Foto zu kreieren, wie sie auch auf der Platz waren. So, für den Anfang ist der Himmel mal gut, dann bestätige ich den Verlaufsfilter und dann mache ich auch direkt einen Verlaufsfilter, aber das ja von innen, weil ich ja auch einen für den Boden brauche. Ich mache dann eine Überlagerung auf, jetzt gucken, wie es so hingeht. Hier den ersten, ja, da mache ich am Anfang, hätte ich gern, dass man sich hauptsächlich hier 4 auf die Wies beschränkt und dann ein bisschen von dem Bierstuhl hält, den eben auch nicht allzu viel an Nivellung. So, an bei der Wies, ich setze ihn für uns zu fangen, alle Senker zurück. Bei der Wies, vor Sonnenabgang, muss ich die ziehen, ein bisschen mehr rötliche Farbe gewirrscht, gehe ich auch ein ganz bisschen Gelrem dran. Par contre, kein Magenta, mehr echt ein bisschen mehr gringelt sich nach. Und auch hier kann ich die Lichter noch ein bisschen raufholen. Und darf dann noch ein bisschen an Blut, nicht zu viel. Dasselbe mit ein bisschen mehr weiß und ein bisschen schwarz raus. Am Gegensatz zum Himmel will ich natürlich, dass der Vordergrund schwarz ist. Und dafür kann da auch ruhig ein bisschen mehr Struktur dran und auch ein bisschen mehr Klarheit. Weil die Verlaufsfilter sich auch schüss nehmen auf den Vordergrund die Wies bezieht, wo kein Nivel war, kann ich mit Dunst entfernen nach ein bisschen mehr kräftig machen. Bei Dunst entfernen muss ich aufpassen, das bringt meistens auch einen relativen Blutstich dran. Ich am Anfang nicht ganz viel anderes, wie das Ganze ein bisschen mehr an Blut zu ziehen. Dafür nicht immer da übertreiben, weil das ist ja nur viel zu viel Blut. Ich kann denken, ja, wenn ein Logik so an Extrem gehen, voilà, du gesagt, die Wies war, sie geht natürlich ein bisschen mehr kriegen, aber das Ganze, das kriegt einen Blutstich. Das will man natürlich nicht, dafür an dem heutigen Fall, dafür nicht damit übertreiben. Und dann
kann ich die Wiss auch noch ein bisschen mehr irdischen, weil sie wirkt eben ein bisschen bleich nach durch den Niveau, den aber an der Luft war. So, aber mal gucken, für drohen mam Filter, dann ist das ganz schon ein bisschen mehr kräftig und tut schon ein bisschen mehr Farbe kriegt. Lo allgemein, was Bild betrifft, kann ich natürlich lo nach beim Weiß und Schwarz gucken. Den Trick ist natürlich, mit der gedrückten Alt-Taste zu gucken, wenn ich das Weiß anfängt auszubrennen, also wenn ich Fahndung könnt, und dann just bis du Hintergrund. An dem speziellen Fall gefällt das mal aber nicht, weil das viel zu viel weiß und dann ist die ganze Struktur vom Himmel her just komplett weiß ausgewäscht. Und das will man eigentlich nicht. Dafür just ein bisschen mehr weiß. Voilà. Bei Schwarz natürlich dasselbe. Mit gedrückten Alt-Taste kann ich gucken, bis wenn ihr die Warnung könnt, dann seid ihr, die könnt beim Schwarz schon relativ frei, quasi direkt. Das ist aber bei so minimalen Punkten am Bild, wie ihr heute gesagt, sind das am Anfang just Potoen. Hi. Die dann einfach komplett schwarz werden. Das stört mich persönlich noch nicht. Dafür kann ich auch das akzeptieren, dass an dem heutigen Fall die Potoen vielleicht auch komplett schwarz sind. Hi, für. Aber das dreht aber dem ganzen Bild hilft, das ein bisschen besser zu gehen. Und dafür akzeptieren ich dann, dass die Potoen eben schwarz sind. Und der Rest aber dann okay. Das ganze Bild kann auch ein bisschen mehr Dynamik verdrohen. Geht das der Niveau, also dass alles ein bisschen weiß verwäscht war, auf dem Moyen. Also aber durchaus ein bisschen mehr Dynamik gut für das Bild. Auch die Sättigung kann noch ein bisschen rup, für das Ganze ein bisschen mehr kräftig, aber nach vor allem den Himmel an den Vordergrund mit der Wiss. Die Dellen am Niveau, die bleiben sowieso immer relativ weißelzig, weil der Niveau, der soll ja eben gerade auch am Bild dranbleiben. Das Einzige, was den Ludokin macht, das ist ein Radialfilter für zu gucken, mal just über hauptsächlich die Dellen zu legen am Niveau. Und ich denken sie natürlich umkehren, weil ich will ja gerne, dass sie just bannen dran aktiv ist und nicht draußen. So. Guck mal, was das tut denn lo geht, wenn es lo nicht gut geht an den Beam, dann maskieren ich die hier noch mit dem Pinsel raus, dass die nicht mattkohl gehen. So, an hier kann ich dann noch ein bisschen mehr weißer gehen, weil, wie gesagt, das ist der Niveau an den Dellen, die kann ruhig weiß sein. Und ein bisschen mehr die Lichter hier immer absetzen. Ich sehe gerade, hier ist auch noch
eng Erstellung dran gewircht, die ich natürlich raus muss holen. So. Voilà. An schwarz vielleicht minimal raufsetzen. Voilà. Dave dann auch ein bisschen rauf, für das die Bierschkoppen nicht komplett low am Niveau aufsaufen. So. Ich meine, du gesagt, den vierten Dono. Für den Lohner kann man, wie sowieso ja Niveau am Bild ist, was dann den Niveau nach ein bisschen schon verstärkt und sich, das ist am Anfang nicht Dunst entfernen dabei fügen, aber es rausholen. Da geht das ganz, wirkt dann nach ein bisschen mehr Niveau sich. Und ihr guckt, vierten Dono, da sind die ganz Teller do nach ein bisschen mehr Niveau sich gehen. Voilà. So, lo sind ich für den Moment mal mit dem Filter fertig. An Loginisch dann rauf an TSL Tabelle für die verschiedenen Farben nach mehr präzis können zu bearbeiten. Jede Stadt aber man könnt einen kleinen Trick. Und zwar gehen Stoff hier lo ganz rauf dicht innen an Kalibrierung. An lo setzen ich am Fond blau Sättigung ganz rob auf 100%. Voilà. Die Erklärung ist auch einfach, ich meine, die sieht lo, was geschieht. Ich meine, denke ja aus. Da das auch nie, also Sättigung von blau auf 0, und du hast auf 100%. Blau ist eigentlich an den anderen Farben du mal dran. An dem Himmel, an der Wies. Und dafür, wenn ich die Sättigung von der primäre Blau, die an den anderen Farben dran ist, also nicht einfach nur den Blauton, den ich oben an der HSL-Tabelle kann erstellen. Aber der Blau Undeel und sich an all den anderen Farben. Wenn ich den auf 100% setzen, dadurch ergehen alle guten die anderen Farben mehr kräftig. Weil eben Blau an den Farben mehr gesättigt ist. Wie gesagt, man denkt ja, vorher-nachher vergleicht du als man Wert auf 0 und du als man Wert auf 100. Voilà. Das ist so ein kleiner Trick, den für allem bei Landschaftsfoto kann ich den relativ gut machen, weil meistens dann eben, was viel gering an einer Landschaft ist oder so, da gibt das direkt viel mehr ein kräftig Farbe. So, lo ihr dann aber weitermachen, kommen wir dann zu den einzelnen Farben. Da gebe ich lo den Himmel, den hauptsächlich orange-rot ist, ein bisschen traut davon einer mehr an Traut ziehen. Voilà. D'Orange auch ein bisschen mehr aufdunkeln. Das heißt, d'Orange ein bisschen mehr an Traut dran, dass man ein Gel dran ist. Umgedreht dann beim Grün ein bisschen mehr Grün dran gehen, für das für allem auch an der Wiss, dass die mich schön kräftig grün geht, und dass da man Gel alterem dran ist.
Blo wie gesagt, du hatte ich 400 Farbton schon umgestaltet, weil die mir einfach besser gefällt, wenn das Blut ein bisschen mehr dunkel ist. Und da kommen wir bei Zierdung. Ich sehe Uwen, wie ein Farben ich umgestaltet habe, die ist rot, orange, grün, blau. Da kann ich hier bei der Zierdung gucken, für die Farbe mehr oder minder zu zierdischen. Vertraut angeht, ich wenn ich die ein bisschen mehr zierdischen, da geht der Himmel mehr kräftig, weil tatsächlich rot da dran ist. Und dafür gebe ich so, da setzen ich dort Zierdung ein bisschen runter. Nicht extrem, so dass es ja nur übertrieben und dann ist es nämlich schön, aber ein 10% kann ich da aber schon runtergehen. Dasselbe ist doch bei Orange, auch die ist ja am Himmel, hauptsächlich das heißt auch da, will ich die ein bisschen kräftigen. Also auch ein 10-15%. Und dann natürlich auch gering von der Wiss. Auch da kann ich die ein bisschen mehr zierdischen. Voilà. Nicht übertrieben. Okay, also das ist nicht. Das ist natürlich auch für die Gu, also nicht einfach für alle Trägler einfach nur rechts oder nur links ob plus oder minus 100 zu machen. Das ist nicht das Ziel von der Übung. Also es soll schon ja, nach appetitlich an ansehnlich da bleiben. Dafür, wenn ich glaube, nicht übertreiben, aber relativ dezent, okay, hast du 4 gehen. Dasselbe ist dann natürlich auch für die Blau. Für die vielleicht ein bisschen aufsetzen. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn es steht zu viel Siedchen, dann laufen ich Gefahr, weil er das gesagt hat, schon, setzen sie noch ein bisschen mehr auf. Da gibt natürlich halt Beam an den Niveau, das kriegt alles einen Blutstich. Das will ich natürlich nicht, dafür du ganz dezent, voilà, 3-4%. Bei der Luminanz kann ich gucken, für ein bisschen mehr hell zu machen, wenn ich nicht natürlich mehr hell möchte, geht auch ein bisschen Zierdung raus aus der Farbe. Ich gebe trotzdem Rot, kann ich die Luminanz ein bisschen absetzen an die Orange auch, weil ich bei der Orange gesagt habe, gut, wenn ich die Luminanz absetze, dann geht am Anfang den orange Farbton komplett aus der Farbe raus und das nicht Schönes mehr so den Himmel. Dafür auch da relativ dezent bleiben. Ruf lo nicht zu viel, weil du gesagt hast, dann wirklich hart Übergang. Und dann ist es gar nicht mehr natürlich, mehr komplett kitsch, was man natürlich auch nicht füllen. Dafür auch da setzen ich die Luminanz ein bisschen rup, für ein bisschen mehr hell zu machen, aber nicht übertrieben auch zu einem 4 vor 5 Punkten. Voilà. Und da beim Gering, da kann ich gucken, auch sogar vielleicht echt da Luminanz ein bisschen raufzusetzen, weil der Vordergrund soll nicht zu viel hell gehen. Das passt nicht an Bild. Der Vordergrund, der Mino beim A war, wo ich geguckt habe, der war auch mit kräftig an der Farbe, und der war nicht so hell verwäscht. Dafür do bei der Gring Luminanz dann ein bisschen raufsetzen, für das nicht zu viel verwäscht ausgeseit. Voilà. Lo, das ist schon ein relativ wertvolles Tool, so nicht mal die HSL-Tabelle, weil du kann ich schon relativ viel machen. Ich meine, wenn ich so ein ausmache, weil er gesagt hat, so war es 4 drunter und so war es blau. Und gesagt, die führen an den Himmel, an die Wissei, die relativ auf Farbe beikriegt haben, also die mir kräftig gesehen. Und da gehe ich weiter, werde ich nur noch machen, als heutigen Color Grading, den hast du am Lightroom neu
Vier drunter hat nicht die Runden, die Kräser, mit hatte just die zwei Lichten, wo ich konnte just nimmen Schierter an die Lichter erstellen an Mitteltein hat ihnen sich nicht. Dafür ist es schon relativ flott, dass die noch die Mitteltein dabei gekriegt wird, für das da können noch mehr präzise anstellen. Schwenken du mit den Schierter an. Schierter sind prinzipiell immer ein bisschen mehr deichter. Dafür gebe ich da ganz bisschen das an Blut ziehen. Wie das ein bisschen mit Blut geht, voilà. Auch nicht übertrieben, aber bei den Lichtern, den neben mir den hellen Ton vom Sonnenaufgang zu gehen, dafür gebe ich da das Ganze dann ein bisschen mehr an Richtung Orange-Gel ziehen. Aber auch da lorem ohne zu übertreiben. Voilà. Und auch bei den Mitteltönen, da gehe ich ganz ein bisschen an Blut, für den ein bisschen mehr dunkel zu halten. Voilà, das ist für allem die Bierschkoppen da, für das die nicht zu hell sind. So, wenn ich Jorlodore manche ausmache, seid den minimal Unterschied, aber seid den aber, was geschieht das? Vier drunter an Lo, Dono, Matten, Dinger. So, wo ich mit dem Color Grading fertig bin, schärfen ich das Ganze doch noch ein bisschen. Dazu holen ich mal den Teil vom Bild, dass ich auch gesehen, was ich mache. Und ich kann hier bei dem Bild, will ich hauptsächlich den Vordergrund schärfen. Also hier am Anfang die Füße an die Beine da. Dann hier mit dem Nivel an den Himmel, das muss nicht geschärft gehen. Den Himmel sowieso nicht, weil da so nicht ganz viel dran an einem Himmel, was soll geschärft gehen. Wolken, die geschärft gehen, gesagt nicht immens schön aus. Und hier, an dem speziellen Fall, wie hier so viel Nivel an den Teller ist, also doch nicht schön, wenn den Nivel so viel geschärft wird. Dafür muss man ja noch, wenn man hier bis geschärft wird, das Ganze ein bisschen ausmaskieren. So, für uns fängt wir mal zu schärfen, weil da haben wir mal heute den Vordergrund groß, dass ich da gesehen, was geschieht. Und da gehe ich den Betrag von 50, 60, voilà. Radius von 0,8 0,7 ist okay. Und dann Detailer. Bei den Detailer, du hast so, da gehen nicht Leute, die einfach da direkt plus 100 gehen. Das ist aber nicht Menge, weil ich kann denkerweise, wenn den Loha plus 100 geht, dann gesagt das ganz einfach, aber ein bisschen überschärft schon aus. Also mir gefällt das nicht, dass ein bisschen zu viel, dafür gehe ich ein bisschen Männer an den Schienen ungefähr auf ein 60. Und dann hast du gesagt, den schärft das ganz okay. An der Wies ist alles scharf, so wie es soll sein. Die Beine, die sind noch scharf. Und lo geht es eben darum, für nicht den Himmel matt zu schärfen. Und dafür habe ich dann mit gedrückten Alt-Tast maskieren ich das, was ich gerne hätte, das soll geschärft gehen. Das, was lo weiß geht, als das, was geschärft geht. Und das, was schwarz ist, geht nicht geschärft. So, du gesagt, weil den Himmel, der geht löser mal mit schwarz, weil ich den Wert mehr an Blut setzen. Und das ist auch das, was ich gerne hätte, weil ich den Himmel nicht will geschärft tun. Gesagt noch, dass du, wo Dall ist mit dem Niveau, dass du auch quasi nichts Weißes mit dran hast. Das heißt, auch du geht nicht wie mit geschärft. Und das, was aber nach weiß ist, wenn ich auch gerne hätte, das soll geschärft gehen,
das sind Beam an der Vordergrund halt wiss. Das weist lo geschärft mit den Werten, die ich angestellt tun, an alles, was schwarz ist, geht nicht mit geschärft. Voilà. Ich meine, wenn wir lo rauszoomen, sehen wir hier, dass Beam, die sind schön geschärft, der Vordergrund hier ist auch schön scharf. Hier die Baumspitzen, da hat man gesehen, die waren auch nach Licht weiß, das heißt, die dürfen auch nach Licht matt geschärft. Und hier die ganze Rest dran, da ist in sich, ne, ja, da ist noch immer den vierstelligen Fleck. Und auch da, die Sensorflecken, die stehen mir, dazu kommt man logisch schon, weil die müssen natürlich noch aus dem Bild raus. So, das tut uns im Moment alles für am Lightroom. Wenn ich gucke, den Horizont, den es riecht, da brauche ich nicht mehr weiter riecht anzustellen, den es schon einfach riecht. Dafür kann ich den so lassen. Und da gehe ich für die Finalbearbeitung nach besonderen Photoshop. Ich habe schon mein Bild am Photoshop geladen und lo mache ich dann heute nach die paar Final-Retuschen, die nach nötig sind hier im Bild. Als allererst kopiere ich mal einfach den Hintergrund. So, dann habe ich hier meine Hintergrundebene, die packen ich und die lasse ich immer so sehen, wie sie ist. Und schaffen dann lo hier auf der kopierten Ebene. Ich mein Bild mal als allererst ein bisschen groß, voilà, für zu sehen, wo die Sensorflecken überall sind. So, boah, du seht den do an, do sehen, das do weiß ich nicht, das schenkt, nee. Das do ist kein Sensorfleck, das ist ein Baum, den am Nivell stung. Den ist leider auf der Foto ein bisschen so wirkt, wie wenn es ein Sensorfleck wäre, aber das ist aber kein. So, ich will für die so kleinen Dinger wie das tut, rauszumachen, hole ich einfach den Lasso und dann kreisen ich einfach die kleinen Plätze, die ich will, raus. So. Voilà. Ich weiß nicht, so direkt gesehen ich kein mehr. Bon, vielleicht springen wir daher nur noch an da, dann man stehen raus. Aber Moment, das ist natürlich mal alles, weil ich schon die dann ausgewählt mit dem Lasso und dann gehe ich ganz einfach auf Fläche füllen, inhaltsbasiert. Voilà, tipptopp. Dann sehen wir, ich vergesse noch nicht ein bisschen. Da sehen wir, voilà, ich meine Selektion aus. Du hast kein Stöpsel mehr da, das tipptopp. So, auf der untersten Ebene, wo sie nach sehen wir do und do. Voilà, wo sie rausziehen, als lo nicht mehr zu sehen. So, lo, das Foto gefällt mir noch nicht 100%. Ich will noch ein bisschen Farben bearbeiten und auch nach vielleicht noch ein bisschen Helligkeit vom Bild. Also ich bearbeite mal Farben nach ein bisschen und dafür gehe ich bei der Farbbalance, das noch ein bisschen mehr präzise am Anfang. Also ich fand, dass es besser geht, weil dein gewöhnlich sei es ein bisschen mehr präzise, wie die neuen Color Grading do am Lightroom. Dafür schon den zwar schon ein bisschen gemacht, aber für Leute so ein Feintuning mache ich
dann am Photoshop he mat der Fachbalance. Och do schwenken mat den Liichter un ass natürlich immer bisssen enger Pferde go wie en du gen het. Du sinn natürlich auch Leute, die den Himmel dann extrem an Magenta rosa zeien. Ich sinn immer eicher dafür fir den Himmel so ze lose wie ich et op der Platz empfund hun, also lo net wann den Himmel so wie hei lo eichter so ja méi am Orangegang ass fir dann hen oder komplett rosa mofe Kitschhimmel draus zu machen. Da das net menges. Dofir lusnech Fuwen so wie ich se op der Platz empfund hun. Ich gucke just fir se vielleicht bëssen unzupassen, dass das ganze Bild nach mich harmonisch op den aufgestimmt gëtt. Dafür gehe ich dann noch für dich an die Lichter an bringen aber noch ein ganz bisschen rot an die Lichter. Also minimal. Da seht ich sind auf +2. Also das sind minimal Anpassungen, dass nicht, dass ich da direkt auf voilà, den Regler ganz noch jetzt op Richtung 100 dreht, weil der toten Nationen sind immer das pure Kitsch. Das ist wirklich ganz filigran am Anfang, für du 4 zu gehen. Also ich ging, wie gesagt, ich gucke, voilà, ja, 3 plus 4. Und dann auch vielleicht minimal ein bisschen an Magenta auch nicht zu viel, nicht übertrieben. Voilà, so -2. Und selbstverständlich auch nach ganz Würfelchen mehr. Es war zwar ein Sonnenabgang, aber du hast in echter Tendenz, lo Giel dran zu machen. Ich persönlich fand aber lo, dass ein bisschen Blau an die Licht dabei zu bringen, die Stimmung do besser rumgeht, wie wenn ich das lo zu viel an Geld gibt. Dafür meine ich an dem heutigen Fall ganz ein bisschen Blau an die Licht dabei. Und da gehe ich manchmal dann Däften an Mitteltönen rechts lässt. Bei den Däften gehe ich auch noch ein bisschen Blau bei, aber nicht so viel. Auch ein bisschen ziehen für das Ganze, dass die Däften, die Deichterplatz ein bisschen mehr kill wirken. Auch vielleicht ein Grimmelsche Gring. Ja, ein Grimmelsche Gring. Voilà. Ich gucke mal denke von den, voilà. So war es viel so als es lo matt. Das lo nicht kein Riesenunterschied, aber mir geht das ein bisschen aufs Gefühl, dass das ganz leicht ein bisschen mit Blau zu stehen am Vordergrund. Das ist aber lo bei der Wies steuert das mich nicht. Du konntest von das ein bisschen besser, wie wenn sie so am Bild gezogen hast. An den Himmel als ganz kleinen Tick nach mir kräftig rot gehen. Aber auch schon minimal. So, und da ging ich dann als Flash bei Mitteltönen, wo ich dann auch ganz ein bisschen Cyan an, also das hellblut gehen. Wie das nicht ja nur natürlich, wenn ich an den Mitteltönen unergibt rot gehen, dann gibt das ganz nur zu vielen Rotstach kriegen. Und noch ganz ein bisschen, voilà, plus 1, nicht mehr, ganz bisschen gering. Und hier, für das Blut ein bisschen auszugleichen von für drun, gehe ich an den Mitteltönen
eng Grimmelgiel. Voilà. Nicht mehr. Das geht schon durch. Voilà. Wenn wir mal gucken, für Dono, dass nicht ganz viel geschieht, aber Bild wirkt schon direkt ein bisschen anders, nur der Farbbalance. Login ist dann auch nach ein Gradationskurve machen, für zu gucken, dass ich vielleicht das ganz ein bisschen mehr Dreidimensionalität nach dran kriegen. Ein bisschen mehr die Aufstufung zwischen den hellen und den leichteren Bereichen. Dafür zähne ich die Hellwerte ganz ein bisschen rup. Und die Deichter ein bisschen rauf. Voilà. Und Mittelwerte, voilà, die kann ich auch ganz ein bisschen minimal hochziehen, weil da sind sich die klassische S-Kurve, wie oft gesagt wird, für ein Bild zu kreieren. Und wir gucken, weil der Viertrunner Dono, da wirkt Bild direkt ein bisschen mehr Mama flach, so mal. Ein bisschen mehr diese Dreidimensionalität, die im Bild kommt. Voilà. Kann ich dann ganz kurz Schlüssel gucken, Helligkeit, da bestehen ein bisschen aufpassen. Vielleicht ein ganz bisschen rup. Voilà. Ja, ein Grimmel Kontrast. Kontrast möchte natürlich auch Bild immer ein bisschen mit leichter. Da muss ich aufpassen, muss ich natürlich auch wieder ein bisschen auszugleichen Helligkeit draufsetzen. Aber hier fand ich verdreht ein bisschen mehr Kontrast. Voilà. Das dann lo gebe ich so weit fertig. Also mir gefällt es lo so. Lo kann ihn dann natürlich kein Bild nach, je nachdem, für welche Gebrauch ihn benutzt, für Facebook oder Instagram oder wo ihn weisen, kann ihn lo natürlich nach verkleinern, weil du hast definitiv so zu groß und da gibt es ja noch, wenn ihn da wird viel komprimiert gehen und da sieht das ganz nicht mehr schön aus. Boah, lassen lo einfach so sehen und da gucken wir uns lo nach den Vorher-Nachher-Vergleich an. Dann den Vorher-Nachher-Vergleich, also der Toten hast ja dann als fertiges Bild an der Toten ass am Fong den Startpunkt so. Also sieht man aus dem toten Ausgangsmaterial schlussendlich das tote Bild gemacht kriegt. Voilà, das war es für heute, für den ersten Bearbeitungsvideo, die wir euch präsentieren. Aber der Pool, die war heute nicht dabei. Das war mir schon nicht nötig, weil ich die Bearbeitung heute lang gemacht habe. Aber ihr könnt euch aber darauf freuen, dass noch viele Videos in Zukunft fertig kommen. Und du werdet dann auch etwas vom Pool sicherlich mitkriegen. Und wenn das Video euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und für die zukünftigen Videos nicht zu verpassen, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Das war es dann von meiner Seite. Ich wünsche euch noch viel Freude bei euren Fotobearbeitungen. Bis die nächste Mal. Ade.